Der König meint also, ich soll Prinz Sidon helfen, diesen Muso-Typen zu überzeugen, mir doch zu helfen. Da könnte ein bisschen schwierig werden. Ich glaube nicht, dass der irgendwie gut auf mich zu sprechen ist, mir irgendwie helfen wird. Oh je, absolutes Geschwätz. Fängt schon mal gut an. Vielleicht ist es ein bisschen oder vielleicht wirklich ein bisschen vertrauenswürdiger, wenn ich mich normal anziehe. In Anführungszeichen. Dann als Zurüstung wieder anziehen, damit ich dankbar erscheine. Ich glaube, mir es viel bringen wird, aber naja. Was soll das? Wenn du plaudern willst, mal ein Weg ja umsonst. Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Hör zu, Muso. Es gibt etwas, das ich dir verschwiegen habe. Es ist mir etwas Unangenehmes, direkt vor ihm zu sagen, aber es war Link, den meine Schwester liebte. Ich war damals noch zu jung, um viel davon mitzubekommen, aber von meinem Vater habe ich immer wieder gehört, dass Link einen besonderen Platz im Herz meiner Schwester einnahm. Was? Das habt ihr doch erzonnen, um mich zu demütigen. Die große Mipha hätte niemals an Hyliana lieben können. Es erinnert sich ja nicht mal an sie. Sogar beim Anblick der Statue bleibt sein Herz bar jeder Regung. Das ist die Wahrheit, Muso. Auch wenn sie es nie übers Herz gebracht hat, sie mit dir zu teilen. Mipha. Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Du warst wirklich ein ungestümes Kind. Andauernd hattest du irgendeine Schramme. Und jedes Mal habe ich dich geheilt, genau wie jetzt. Hylianer werden so schnell erwachsen. Im Handumdrehen warst du viel größer als ich. Ich war so froh, dass ich deine Wunden heilen konnte. Ich war glücklich. Die Verheerung Ganon droht wiederzukehren. So viel wissen wir. Aber was genau auf uns zukommt, das können wir noch nicht einmal erahnen. Aber auch wenn der bevorstehende Kampf noch so hart wird, wenn irgendjemand, wenn du eine Verletzung davontragen solltest, dann bin ich da und heil dich. Egal wie oft, egal wie schlimm es ist. Ich möchte dich einfach beschützen. Wenn dieser Kampf vorüber ist, dann wünsche ich mir, dass du wieder zu Besuch kommst. Wie damals. Damals, als wir beide noch Kinder waren. Mipha, ich weiß es wieder. Was ist, Link? Alles in Ordnung? Na sowas. Du zitterst hier wie eine Kaulquappe. Was ist denn? Ich erinnere mich wieder. Was? Erst hast du es vergessen, jetzt plötzlich erinnerst du dich wieder? Und das soll ich dir glauben? Einfach so? Beweis es mir. Geh und beweis mir, dass du es warst, dem sie ihr Herz geschenkt hatte. Wenn du mich überzeugst, sollst du erfahren, wo man Elektropfeile herbekommt. Hast du immer noch nicht verstanden. Sieh dir die Rüstung, die Link trägt, genau an. Du kannst ja umziehen, so oft du willst. Glaub nicht, dass wir das in irgendeiner Weise... Das ist doch die Zura-Rüstung. Die edle Mipha hat sie eigenhändig angefertigt und es sieht so aus, als besitzt sie exakt eine Größe. Wie ist das möglich? Aha. Hast du verstanden? Mipha hat Link geliebt. Für ihn hat sie die Rüstung gemacht.
Dass sie im Viangosen passt, ist der beste Beweis dafür. Weil du Hylian noch nie lernen konntest, hat der Mifa allen verboten, dir davon zu erzählen. Da muss uns jetzt wohl helfen, Musu. Wie kann man eine nötige Menge Elektropfeile? Bitte kennen, hast du schon einen Plan, oder? Sollen sie die Rüstung wirklich und wahrhaftig für dich angefertigt haben? Mifa. Es schmeckt mir zwar noch immer nicht, an Hylian um Hilfe zu bitten, aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich bin ein Zora von Ehre. Ich stehe zu den Blasen, die ich blubbere. Okay. Ich werde dir jetzt sagen, wo du Elektropfeile in Hülle und Fülle finden kannst. Oh, das wäre geil. Aber ist noch kostenlos. Dieser Berg, das ist das sogenannte Donnerhorn, auf dem sich das Kap der Prüfung befindet. Noch mehr Prüfungen. Oh. Und auf diesem Berg lebt ein gefürchtetes Monster. Das war irgendwie klar. Es schießt mit Elektropfeilen auf jeden Eindringling. Für einen Zora sind die Pfeile absolut tödlich. Aha. Ja. Die Leune. Dieses Monster verwendet mit Vorliebe Elektropfeile. Du musst versuchen, ihm ein paar davon abzuluxen. Er ist sehr gefährlich, aber du schaffst das sicher irgendwie, Link. Um einen Titan in den Grill zu bekommen, willst du eine beachtliche Menge Elektropfeile brauchen. Sagen wir mal 20 Stück oder mehr. Dazu warten, ob du es schaffst, über die Pfeile zu ergattern. Was sagst du denn da, Musu? Natürlich schafft er das. Gut, wir sollen ins Wasser schlagen, solange es nass ist. Der schnellste Weg aufs Donnerhorn führt die Wasserfälle im Osten des Dorfs hinauf. Zur Rüstung wird er dabei eine große Hilfe sein. Schwimm einfach direkt um den Wasserfall und dann rauf. Wir warten am östlichen Stausee auf dich, oder Titan ist. Wenn du mindestens 20 Elektropfeile hast, komm dorthin. Alles klar. Gut, Mann, nehmen wir es gemeinsam mit diesen Titan auf, wa? Na, das kann ja heiter werden. Da stimme ich dir zu. Naja, andererseits, Elektropfeile habe ich eigentlich eine Hülle umfülle. Obwohl. Also direkt 2 weniger, das gibt's einfach nicht. Ey. Genug Geld hätte ich eigentlich, aber wieso eigentlich nicht gegen einen Leuen catchen? Ich habe sowieso noch eine Rechnung mit so einem Leuen offen. Passt also. Ja, hi. Passt also ausgezeichnet. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten hin? Hat doch das Donner. Ah, hier oben. Mikause. Aha, hier rüber. Okay. Wie kann man da am schnellsten hoch? Ja, die Zorus sind natürlich eine große Hilfe sein. Das glaube ich durchaus. Und zwar sofort. Was ich nur ein bisschen seltsam finde, dass ich nur einen Teil davon habe. Klar, ich will nicht undankbar sein und so, vor allem nicht für Mifa, aber... Ja. Warum nur? Jetzt habe ich so viel Ausdauerdinge, da wollen wir ja ein bisschen was blubbern, wie er sagen würde. Ne, zubereiten. Wieso habe ich nur einen Teil, nicht irgendwie auch noch was im Kopf und so? Kopf und Fu. Also. So, schon sind noch spätens. Ist jetzt egal. Doch 2 mal 4, dann passt es doch. Dann. Jetzt sagen wir jetzt noch Monster halt zunehmen, hätte ich einen Trank. Okay, habe ich irgendwie einen Trank, der ein bisschen was reinhaut? Ja. Wie soll ich gleich mal einen Hinox-Zahn verwenden oder 2-mal mit dem Fußnagel? Was war das denn? Ich dachte... Achso. Ich Trottel. Ist ja kein Insekt im eigentlichen Sinne. Ja, ist ja Essen und so. Oje, oje. Das kommt so, da kommt davon ja so wenig, also selten Zutaten, das Zubereiten. Okay, klappt so also nicht ein Problem, nur habe ich jetzt schon ein paar davon verbraucht, dummerweise. Aber egal, was mache ich jetzt da am besten? Irgendetwas Fleischmäßiges, natürlich habe ich jetzt viel zu wenig. Ja, Wild, aber kein Edelwild mehr oder so etwas. Nein, edel ist da gar nichts. Schade.
Ja, bin ja so doof. Aus der Grillteller. Ja, der füllt doch einiges. Jetzt habe ich hier noch... nein, wow. Das war knapp. Ja, mit den Insekten habe ich es irgendwie überhaupt nicht so. Die Feen dafür einsetzen. Max-Echse habe ich auch noch. Mit Moldura-Herz und Moldura-Flossen. Ja, eintauschen wäre mal so eine doofe Idee. Aha. Noch mehr Ausdauer. Ich habe gesagt, Ausdauerlinge. Das ist noch ein bisschen... Bin mal gespannt. Das gibt die mega Ausdauer. Das ist nicht schlecht. So, aber dann Maxi-Echsen. Das sitzt so mit dem da und dem, wobei, BioWire kannst du natürlich auch viel einfacher machen. Die brauche ich eventuell noch. Ja, offenbar geht doch nur Medizin damit. Ja, dann passt schon. Dann passt es ja. So, dann nehme ich doch direkt 2 davon. Jetzt wird ein bisschen Maxi. Ich habe so viel von denen. Ja, das ist doch geil. So, muss es erst reichen. Dann mal schauen. Ich muss da außen rüber. Okay, müssen wir hier hoch. Na, das Dorfazora ist aber im Gegensatz zum Geruderdorf relativ wenig Läden. Gasthaus und Krämerladen, mehr nicht. Das ist ein bisschen wenig für so eine eigene Stadt. Na, da kommt noch mehr. So, dann muss ich darüber. Verzeihung. Guten Abend. Du bist doch Link, oder? Ja. Prinzessin und Reflauer wollen die Tanza mit Link, dem Hylian, ein Ende bereiten. Das würde wohl, dass du das Donnerhorn erkletterst, um die Elektropfeile zu finden? Jupp. Als es so ist, hätte ich eine Bitte. Diesen Berg nennt man das Donnerhorn. Dort treibt sich ein Monster mit einer roten Mähne namens Leune herum. Es muss jetzt nicht genau der sein, aber kannst du mir irgendeinen Leunen zeigen? Klar. Sehr gut, wir scheinen auf einer Wellenlänge zu sein, ja? Das Kap der Prüfungen. Es gibt hier einen Unwollstiefel, Leute Sandtreib, Schnauze zu springen. Dann noch mit rein. Den Leunen. Den Kap der Prüfungen wagen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Also dann, Link. Hehe, sag mir für eine Leune Aussicht, danke dir. Ich frage mich gerade, habe ich irgendwo sogar einen Leuen abgebildet oder habe ich das vergessen? Ich habe schon mal gegen einen, naja, verloren. Ah, ich habe es wohl vergessen, naja. Also die Brücke müsste aber die richtige sein. Ja, das sieht gut aus. Der Fred durch, sieht so aus. Ein Leune, ja, da werden Erinnerungen wach. Böse Erinnerungen, aber ich freue mich schon. Dann noch eine Abkürzung östlicher Stausee. Ja, zum Stausee muss er nachher. Au! Das musste kommen. Nur weil ich den Pfeil gewechselt habe. Schnell bist du, er muss doch nicht lassen.
bist du hin? Hä? Schwein? Ein Schwein muss sein. Wo bist du hin? Schwein, rot ein bisschen Edelfleisch. Das Schwein hatte keinen Bock auf mich. Naja. Ah. Die vielen Bäume hier. Bäume sind nervig. Weg mit euren Bäume! Also mit deinem Baum. So. Achtung, Baum fällt! Boom. Ja, schon besser. Ein paar brauchen immer wieder. Brauche ich immer wieder. Zack. So. Ein bisschen nahe dran. Aua. Naja, egal. Also. Der Weg stimmt noch. Da soll ich ja. So. Dann das so klappt. Ah, sind das besondere Vögel? Offenbar nicht. So. Kann der einfach hier hochschwimmen? Uhu, das ist aber praktisch. Meine Fresse. Geht Freund verteufelt schnell. Uhu. Jetzt stärkt der Specht. Da noch oben habe ich noch irgendwo einen Schrein in der Nähe. Das wäre eigentlich noch cool. Na egal, erstmal hier wieder hoch. Wie ein Fisch im Wasser! Ich bin Link! Yeah! Wow! Starker Wind! So. Oh, das war cool. Ich jetzt ungefähr... Oh, ist das noch... Na, ist doch noch ein bisschen weit. Obwohl... Nein! Ja, erwischt. Ein bisschen Edelwild, sehr schön. Sonst sieht es relativ normal. Oh, das ist eine Steintafel. Gespannt noch ein bisschen mehr um die Zoras zu erfahren. Die Geschichte des Volkes der Zoras, zweiter Zusatz. Prinz Sidon streckt ein Monster nieder. Im Meer von Hateno lebte einst ein Octorok von gigantischem Ausmaßen, groß wie ein Berg. Die Fischleute lebten in ständiger Furcht vor diesem Ungeheuer. Als Kunde von dieser Not Prinz Sidon zu Ohren kam, zog er aus, um Octorok zur Strecke zu bringen. So stellte er sich dem Ungeheuer einen Kampf entbrannte. Gerade war der Prinz einem Stein, den das Biest nach ihm spuckte, ausgewichen, als ihn plötzlich einsaugte. Mit dieser List hatte das Monster schon die Karriere zahlreicher Helden im Film beendet. Nicht einer hatte überlebt. Doch als die Zuschauer sich entsetzt abwendeten und den Verlust des Prinzen beklagten, schrie der Octorok auf. Mit einem mächtigen Ruck brach die Spitze einer Schuppenlanze aus dem Bauch des Ungetüms hervor. Prinz Sidon hatte im Inneren des Octoroks den Kampf keinesfalls aufgegeben. Dem Monster blieb nichts anderes übrig, als den Prinzen auszuspucken und zu fliehen, sich in Schmerzen windend. Noch heute ist Erzählung von Prinz Sidons Heldenmut überall am Meer von Athen in aller Munde. Interessant. Also hier trotzdem... Ja, da kann man noch ein bisschen schneller hoch. Naja, ihr seid zwar ein bisschen fit, ihr Grün, aber so fit dann doch nicht. So. Okay.
So, brauchst du nämlich auch noch. Oh. Du wirst zu schnell! Also, schade. Da hat er nicht reingesehen. Hm, den kriegen wir schon mal hier oben. Also, Zurüstung. Die ist echt praktisch. Danke, Mifa. Oh. Was machen die einen Elektropfeil? Das sind noch zwei. Na gut, 20 habe ich. Ja, das 20 habe ich. Ich weiß, Gigastein. Ich weiß, mir gerade ziemlich egal, denn ich habe noch ganz andere Dinge vor. Was brauche ich wohl gegen den Leunen? Obwohl so ein Leune. Ja. Doch da schon irgendwie Zora-mäßig etwas. Da will ich doch mal schauen. Zora Großschwert. Haut schon rein. Okay, soll es auch. Ich will doch mal schauen. Ein roter Leun. Ja, doch schon oft genug. Vielleicht ein bisschen einfrieren. Schild für den Anfang. Will er vor allem ausweichen. Das passt. Dann das Gewand, damit ich ein bisschen schneller bin. Wenn er mit Elektropfeilen schießt und Donnerhelm. So, kriege ich keinen Schaden mehr. Sehr gut. Aber sonst recht friedlich hier oben. Der Leune scheint wohl alle anderen Monster abzuwehren. Gigasensor. Siehst du was? Nee, wa? Da sehe ich zwar einen Schrein, aber der ist sehr weit weg. Oh, ich will ja sowieso hier hin. Wegen dem Hateno-Institut. Hateno. Wegen dem Kala-Institut. Das heißt danach, das ist eigentlich. Das macht ein Krieler, das ist sowieso schon längst vorbei. Das wäre eigentlich mal praktisch, wenn ich hier noch einen habe, das nächste Gebiet und so. Weil Tour muss ja auch hier irgendwo sein. Gut, da hat zwar eins, aber es müsste andere sein. Mann, ist das hell, ich sehe kaum was. Okay, ist aber trotzdem natürlich nicht in der Nähe, wie zu erwarten war. Ja. Der Leune ist da oben. Ja, aber trotzdem da irgendwie so. Schrein in der Nähe wäre noch ganz praktisch. Oh. Vielleicht noch ein bisschen umrunden. Vielleicht fällt mir noch irgendwas auf. Sieht nicht so aus, irgendwelche Schreine in der Nähe. Nee, Gigasensor sagt auch nee. Ach komm, hin hat sicher irgendwo einen. Ich nehme mittlerweile die Chikas. Was ist das denn? Ach so. Ja, natürlich, das ist ja der Ranelberg hier. Gerade eine einsame Insel, so etwas. Hier ist tatsächlich irgendwie nichts. Das hingegen sieht auch ein bisschen seltsam aus. Das so etwas in der Art. Okay. Da unten. Jetzt ist echt kein Schein da oben. Hier irgendwo, oder? Ich muss doch eher da unten.
Prüfungen. Naja. Oh ja, da ist er ja. Der große, mächtige Titan, offenbar, ja, Bedrohung, na gut, im Überschwemmen und so, aber groß bewegen tut der sich irgendwie nicht. Im Gegensatz zu Naboris. Ah, da hat ein Regen wieder das Problem. Ah, Regen, Regen, Regen. Ich kann man jetzt hier ein bisschen hoch, wenn es die ganze Zeit regnet. Ja, schon beeindruckend, so ein Titan. Aber wieder aufs Neue. Ah, ich glaube, es regnet zu fest, da kann man so nie hoch. Irgendwo hier in der Nähe hat doch eine Aufstiegsmöglichkeit. Ah, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber ist noch zu hoch. Bin ich jetzt schon so weit marschiert hier? Krass. Eine Abkürzung? Nee, auch nicht. Ja, hier müsste doch irgendwo sein. Ach so. Oh, das ist mir ein Deckmann. War ja auch ein bisschen auffällig kurzer. Ja. So. Karte Prüfungen, ja, weit ist nicht mehr. Ne, Donnerhorn schon mal, dann Karte Prüfungen. So. Dann ist da vorne irgendwo der Leune. Hier wohl eher noch weniger. Sieht trotzdem seltsam aus. Ja, ein Foto muss er ja auch noch machen. Stimmt. Ah, haben wir schon gehört. Schade. So geht natürlich auch. Aha, können natürlich mal das ausprobieren mit dem Leunen. Genau, mal zeitmäßig ein bisschen einfrieren. Das viel bringt eine andere Frage. Das ging ein bisschen sehr schnell. Na, warte du. Dich krieg ich. Rach für das letzte Mal. Obwohl, war ein anderer, aber ist mir scheißegal.